Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Joel. Guten Morgen zu dir nach Hause. Wir lesen die Bibel. Ich freue mich. Freitag, letzter Tag, Arbeitswoche. Darf ich mal lesen? Ja, wir hatten immer diesen Ablauf, aber komm, liest du. Soll ich noch beten zuerst? Ja, komm. Jesus, wir danken dir für diese Woche. Wir danken dir für all die Momente, wo wir dich gesehen haben, dich gehört haben. Ja. Alles, was du getan hast in dieser Woche, in unserem Leben. Und wir danken dir ganz spezifisch heute Morgen noch einmal für dein Wort, dass wir über dich lesen dürfen, dass wir durch den Heiligen Geist auch deine Schrift verstehen dürfen. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest und uns das gibst heute Morgen, das wir brauchen, um diesen Freitag noch stark abzuschließen. Ja. Wir lieben dich, Jesus. Amen. 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 Was lesen wir? Heute haben wir einen Brief zum Abschluss, einen Brief von Paulus, der 1. Korinther 1, und zwar Verse 4 bis 9. Das Thema heute ist reich beschenkt durch Jesus. Liest du doch mal uns den Text vor. Das ist eine Neues Leben Übersetzung, die ich hier habe. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird die Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Crazy. 1. Korinther. Vielleicht, was für uns ein bisschen hilft, mal zu verstehen, den Kontext auch von diesem Brief. Korinth war eine griechische Stadt, eine ultrareiche Stadt. Da waren, man kann das vielleicht mit heute ein bisschen so vergleichen mit LA oder mit New York. Alle berühmten Leute, alle, die einen Namen machen wollten für sich, die gingen nach Korinth. Alle Künstler, alle Gelehrten gingen dahin. Da gab es auch große Tempel, viele Tempel. Gibt es heute noch einen Tempel? Ja, es gibt noch viele Ruinen. Ja. Ja, genau. Ja, also, meine ich. Ja. Und es war auch sehr wettbewerbsorientiert. Also man versuchte sich durchzusetzen, man versuchte andere schlecht zu machen, um in einem besseren Licht zu stehen. Es gab große Rhetorikschulen, wo Leute gelehrt haben, wie man spricht. Aber man versuchte sich auch durchzusetzen gegen alle anderen. Und das Interessante ist ja, dass die Kirche ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also die Kirche in Korinth, an die dieser Brief geschrieben wurde, die ist voller dieser Menschen. Die ist voller Menschen, die extrem gut sind in dem, was sie tun. Auch extrem, wie sagen wir, wettbewerbsorientiert. Ja. Auch sehr gescheite Leute, sehr intellektuelle Menschen. Und diese Kirche ist voller dieser Leute. Und jetzt kommt die kirchliche Botschaft von Paulus. Und wir sehen das im Ganzen, also wenn ihr mal noch Zeit habt, vielleicht am Wochenende, lest mal diesen Brief durch. Und ihr seht, diese Kirche hat so viele Probleme. Die spalten sich die ganze Zeit. Sie haben Probleme, sie streiten, sie machen einander schlecht. Sie sagen Paulus, er könne nicht reden, er hätte keine Kraft in seinen Worten und so. Die Rhetorik war zu schlecht. Krass, also, aber auch sehr, also es erinnert mich sehr stark an unsere heutige Zeit. Ja, wir sind genau gleich. Wir sind genau gleich. Ist schon ein bisschen so, oder? Ja, also es ist wirklich ein bisschen so. Auch ein Stück weit,
wenn wir überlegen, ja, weißt du, wir Christen hier in Europa, wir sind halt noch tiefgründig und so. Die Christen in Amerika, oder, die sind halt so, die sind ja so ein bisschen oberflächlich. Und die Christen in Afrika sind halt alle eher ein bisschen schwammig und die Inder, ja, wenn die überhaupt Christen sind. Was ist ein bisschen so? Ja. Vielleicht Respekt haben wir alle vor den Chinesen, die da im Untergrund noch Kirche bauen. Vor denen haben wir noch. Also ein Stück weit, logisch, ich überspitze es ein bisschen, aber so diese Arroganz, dass man ja selber doch der beste Christ ist auf der Ja, und auch, was auch sehr spannend ist, Sie sagen auch die ganze Zeit in dieser Kirche, also Paulus konfrontiert das, er sagt, gewisse von euch sagen, ich folge Paulus, andere sagen, ich folge Petrus. Und sie haben so ihre Lieblingsprediger. Und den folge ich. Und er sagt, nein, es geht doch nicht um Paulus oder Petrus, es geht um Jesus Christus. Wir folgen alle ihm nach. Also hör auf mit diesen Klassenkämpfen. Und ich denke, also diese Kirche, darum schreibt er auch 2 Briefe. Man nimmt heute an sogar 4 Briefe insgesamt an Korinth. Okay. Ja. Er schreibt, ist auch mehrmals da. Und da haben wir diese Stelle. Und ich denke, das hilft uns mal auch zu verstehen, dass Paulus grundsätzlich erkennt er das an, dass diese Gemeinde unglaublich gesegnet ist mit Fähigkeiten, mit Gaben, mit rhetorischen, also wir sehen ja am Anfang, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Ja. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Und da unten sagt er ja dann im Vers 7, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Also Gott hat sich schon gezeigt, er hat schon seine Gaben gegeben. Also er erkennt das mal an. Ja. Ihr seid gesegnet. So. Ich finde, er macht es aber in allem drin, aber ganz klar auch, der Held, also das dringt schon auch durch. Er macht nicht nur Komplimente, er macht eigentlich Lobpreis über der Kirche. Ja. Hey, Gott ist sehr stark in euch. Gott hat euch sehr reich beschenkt. Und Gott, also es ist schon, in dem ist er irgendwie, er holt sie ab und gleichzeitig ist er auch sehr klar, rückt er nicht davon weg, Jesus ist der Held. Jesus ist der Held der Story. Ja. Schon cool. Ein Problem, das sich in der Kirche von Korinth abgezeichnet hat, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, alle Menschen, die wollen mehr Skills, sie wollen sich mehr Fähigkeiten aneignen. Die sind genau wie wir. Die wollen besser, wollen Self-Improvement. Oder ich werde besser. Ja. Und jetzt hören sie von geistlichen Gaben, die man haben kann. Und sie wollen alle diese geistlichen Gaben. Sie alle sagen, ich habe diese geistliche Gabe, ich habe diese geistliche Gabe. Und Gott gibt auch die Gaben. Das Problem ist, dass sich diese Kirche ausstreckt nach den geistlichen Gaben mehr als nach dem Geber. Das sind genau wie wir. Ja. Das sind genau wie wir. Ja. Sorry. Ja. Ich erkenne mich selber auch wieder, wie oft ist es mir doch wichtiger, geistlichen Impact zu haben oder geistliche, was Neues, eine neue Erkenntnis zu haben, als einfach, ist doch egal, wie viel Erkenntnis ich habe. Schlussendlich werde ich sowieso, der Schleier wird fallen. Hauptsache, Gott wird geehrt durch mein Leben. Also Die geistigen Gaben sind ja auch etwas Gutes. Ich habe mal die Stelle gesucht im Römerbrief, wo es heißt, was so die geistlichen Gaben sind. Und da werden geistliche Gaben aufgezeigt, wie die Gabe der Prophetie. Dann gibt es die Begabung darin, anderen zu dienen, der Dienerschaft. Es gibt die Begabung zu lehren. Ihr findet das alles im Römer 12, Vers 4 bis 8. Es gibt auch die Begabung, andere zu ermutigen. Es gibt die Gabe, um zu geben, also gerade mit Geld zu geben. Vielleicht gibt es die Gabe der Leiterschaft. Da sagt er, nimm diese Verantwortung ernst. Und es gibt auch die Begabung, sich um andere zu kümmern. Also das Kümmern, der Sozialdienst sozusagen, sich kümmern. Und das sind alles Begabungen, die sind alle gut. Die sind alle gut. Das Problem ist, wenn das Ziel deines Christseins ist, diese Gaben anzueignen, mehr als die Gemeinschaft mit dem Geber der Gaben, Problem. Ja. Problem. Großes Problem. Ja, und ich finde, da kommt er ja, oder? Im Vers 9 lesen wir es hier auch nochmal. Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Also es ist wie, er macht das da wieder, den Sack wieder richtig, oder? Ja. Wieder richtig zu. Also bei allem Schönen, oder wenn die Botschaft zur Kraft ist da, die Botschaft, die Erkenntnis, die Lehre.
Aber schlussendlich sind wir immer noch berufen zur Gemeinschaft. Ja. Was ist deine Berufung? Gemeinschaft. Vers 9. Berufung Ja. zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Also du bist ein Bruder von Jesus Christus und du hast eine Beziehung zu Gott. Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Berufung. Als allererstes. Bevor du was tust, das haben wir auch gestern gehört. Das ist deine Berufung. Für das wurdest du geschaffen. Und dann aber, Gott ist gnädig und Gott beschenkt. Gott beschenkt. Und was sehr spannend ist im Griechischen, ist, dass das Wort Gnade und das Wort Gabe sind sehr eng verknüpft. Im Sinne? Ja, schreib mal. Ich schreibe mal die Wörter auf. Wir haben die Gnade im Griechischen ist Charis. Charis. So wie Charismatiker. Charisma Charisma. ist die Gabe. Ja? Ah, ja. Ja. Gabe ist Charisma. Ah. Also die Gabe, also man kann sagen, Gott verteilt Gnaden. Das wird manchmal in alten Übersetzungen auch noch so gesagt. Du bekommst eine Gnade von Gott, du bekommst eine Gabe von Gott. Und das Charisma und Charis im Griechischen sieht man, dass das eng verknüpft ist miteinander. Jetzt ist aber die Frage, okay, warum gibt dann Gott? Warum gibt Gott Gaben? Ist es, weil was Korinth macht, ist Folgendes: Sie eignen sich mehr an, sodass sie jemand sind. Also ich habe jetzt die geistliche Gabe der Prophetie, darum bin ich ein Prophet, darum hört mir zu. Ich habe Recht. Es wird angeeignet, um sich selbst zu dienen. Aber die Gaben in der Bibel, die geistlichen Gaben, werden jemandem gegeben, zu was? Zum Aufbau von anderen. Genau. Also die Gabe soll immer was sein, was du bekommst nur Gaben, wenn du sie brauchst auch zum Aufbau der Gemeinde. Schön, Es soll dienen, anderen, nicht stimmt. dir. Ja. Es soll anderen dienen. Aufbauen. Auferbauen. Ja. All diese Gaben, die ich vorhin aufgezählt habe, besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Ja. Also bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Also es ist immer zum Dienst an der Gemeinde. Es ist immer also der einfachste, jetzt im Umkehrschluss können wir eigentlich sagen, willst du geistliche Gaben, werde Teil einer Kirche. Ja. Werde Teil einer Kirche. Ein aktiver Teil. Ein aktiver Teil. Nicht einfach nur dabei zu sein, sondern wirklich ein Kümmerer um die anderen. Da zu sein und dich zu interessieren, die anderen zu helfen, wirklich in ihrem Leben zu wachsen, Schritte zu machen. Mach andere groß. Das ist ja das Prinzip, das schon bei Jesus natürlich durchdrückt. Darf ich dich was fragen? Weil, ihr müsst wissen, Joel ist bei uns im Leadership-Track, er leitet unglaublich viel. Wie erkenne ich vielleicht meine geistlichen Gaben? Oder wie kann ich da vielleicht auch einen Weg gehen? Ich bin jetzt in einer Kirche, ich möchte anderen dienen. Wie erkenne ich, was vielleicht auch Gott in mich gelegt hat? Also für uns ist es immer, beginnt es eigentlich im Herzen drin, okay, ich bin bereit, eben in der Kirche zum Beispiel mitzuarbeiten oder in einer Small Group schon nur zu leiten oder auch, meistens beginnen wir wirklich da, okay, bist du bereit, einen Unterschied zu machen für andere? Der Größte im Reich Gottes muss der Diener sein und das ist so ein Prinzip, das zieht sich immer irgendwie durch und sobald du natürlich dann, das ist das Schöne daran, sobald du nachher auch beginnst, eben dich von Gott gebrauchen zu lassen, in den kleinen Dingen irgendwie, dann sensibilisieren wir die Leute auch immer darauf, hey, du baust jetzt heute Kirche. Bei allem, was du machst, auch wenn jemand an der Tür steht und die Leute begrüßt, Willkommensdienst macht oder ein Ordner in den Dingen, es ist immer, hat es eine geistliche Komponente. Das heißt, du teamst dann ab mit dem Heiligen Geist, das, was er tun möchte, das, wo er dir seinen Blick geben möchte, seine Worte geben möchte und im Allen drin. Und dann du lässt dich auf ein Abenteuer, auf einen Weg hinein. Und da ist natürlich, oder, das sind schon die Jünger, Jesus hat nicht die Jünger in die Schule genommen und dann unterrichtet und dann haben sie gelernt, sind sie wieder gegangen, sondern sie haben sich mit Jesus auf eine Reise begeben, neu mit Jesus. Und auf das lässt du dich eigentlich ein. Also das Dienen, das Helfen den anderen, muss dein Abenteuer mit Jesus sein. Und darin merkst du, Jesus bringt dich weiter und Jesus rüstet dich aus mit Gaben, die du dann eben brauchst. Also wenn du
am Dienen bist, dann hast du automatisch auch Autorität, um eben prophetisch in Leben zu reden, zu ermutigen, zu trösten. Und da wirst du automatisch, hilft dir Gott dann in den Situationen drin und du wirst merken, okay, wie soll ich Small Group Leiter sein, ohne prophetisch zu hören, was ich tun soll oder ohne mit Autorität ins Wort Gottes zu gehen. Und dann merkst du, bist du abhängig auch in deinem Dienen drin von Gott und da kommt dann der Heilige Geist rein und befähigt. Was ich auch merke manchmal bei geistlichen Gaben, um herauszufinden, auch was in mir drin ist, ist auch das, was mich, wenn ich in eine Kirche hineingehe, was mich stresst oder was ich merke, was fehlt. Das ist das, was vielleicht auch Gott in mich hineingelegt hat. Zum Beispiel, du kommst in eine Kirche hinein und du hast das Gefühl, da wird sich gar nicht um Leute gekümmert. Könnte sein, dass Gott vielleicht diese Gabe in dich herein, weil dir fällt es auf, es fehlt. Ja. Oder zum Beispiel bei mir, ich weiß heute, ich bin stark, ich kann gut lehren, ich kann gut unterrichten, ich bin ein Lehrer. Und das heißt, immer, wenn ich an der Uni bin, ich wäre richtig wütend, wenn schlecht unterrichtet wird. Richtig, also schon fast so manchmal ist es ein bisschen over the top, aber einfach... Ohne Leidenschaft oder ohne... Wenn Leidenschaft fehlt, wenn didaktisch schlecht unterrichtet, wenn die Folien schlecht sind, wenn einfach fehlt an gutem Unterricht, dann betrifft mich das. Mir hilft auch zum Beispiel, meine geistlichen Gaben herauszufinden, half mir, mit Leuten zu reden, also in der Gemeinschaft, mit Leuten, die mich gut kennen, mal zu fragen, was kann ich eigentlich gut? Ich wuchs so auf, dass ich oft, mir fiel es schwierig zu sehen, in was ich gut bin. Ich konnte gut aufzählen, was ich alles nicht gut kann. Das war einfach, aber zu wissen, was ich gut kann, das war schwierig. Und dann habe ich mit meinem Vater, mit meinem Bruder, mit einer Schwester gesprochen und habe sie gefragt, was kann ich eigentlich gut? Und dann war es spannend, dass Dinge alle übereinstimmten und dann merkt man die Außenperspektive, da lässt man auch Gott wirken, ihm gegenüber, auch zu einem zu sprechen. Also diese zwei Dinge haben mir sehr, sehr geholfen, auch zu sehen, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt und die jetzt auch verwenden, um den Leib Gottes zu stärken. Was mich an diesem Bibeltext auch ein Stück weit begeistert, Paulus braucht sehr überschwängliche Begriffe. Also wir sind, und es ist schon auch, dass Paulus eine krasse Zusage macht. Also, wenn wir mit Gott unterwegs sind, und lass uns das mal nehmen in dem drin, wenn wir uns auf das Abenteuer einlassen und Gott unser Leben zur Verfügung stellen, dass er durch uns wirken kann, dann werden wir erleben, wie er uns in allem reich beschenkt, wie er uns mit Lehre segnet, mit Erkenntnis segnet. Das ist auch noch cool, dass eben, wo du nachher merkst, auch diesen Überfluss, und ich kenne das, ich weiß, hey, logisch, es ist manchmal, wenn du im Dienen drin bist, dann machst du Dinge, die sieht niemand sagt dir Danke, irgendwie so, das stimmt, aber auf der anderen Seite stimmt es eben auch, da ist ein geistliches Wachstum drin, wo Gott einfach mich nimmt und mir wieder Erkenntnis schenkt und mich tiefer hineinnimmt. Weil ich habe erlebt, auch bei Leuten, die sagen, hey, ich möchte tiefer, ich möchte mehr noch erleben oder noch mehr das Evangelium verstehen oder noch tiefer Gott erleben und noch mehr wachsen geistlich. Und irgendwann kommst du zum Punkt, wo du eine Grenze erhältst und nicht mehr weiter wachsen kannst, wenn du nicht beginnst weiterzugeben. Amen. Ist das Gleiche, wenn das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, wenn du die besser verstehen möchtest, fang an, das Evangelium zu teilen, um mit anderen zu sprechen über das Evangelium. Und plötzlich entfalten sich neue Dimensionen. Und das Gleiche ist bei den Geistesgaben. Wenn du deine Geistesgaben ausbauen möchtest, geh ins Dienen. Und das ist wirklich krass und das funktioniert. Und da ist ein Überfluss nachher auch da, wo Gott auch mit mir geht. Plus gleichzeitig wirklich auch diese Verheißung, er gibt mir die Kraft bis zum Ende, sodass ich durchkomme. Also das ist auch etwas so Gesundes, wenn ich anfange zu dienen. Das ist so gesund für meinen Glauben, weil ich fokussiert bleibe auf Jesus und nahe bei ihm bleibe bis ans Ende und meinen Lauf mit ihm vollenden kann. Ich glaube, das ist wirklich so ein krasser Schlüssel. Ja. Und es ist nicht nur einfach hier in Korinth so. Das ist ein System, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Abraham, wir haben auch schon über ihn gesprochen. Was ist das Versprechen, das Gott ihm gibt? Er wählt Abraham und er sagt, ich will dich segnen, dass du zum Segen für andere bist.
Ja. Also das ist immer direkt Ja. verknüpft. Du kennst Gott nicht und er hat dich nicht gewählt, weil du besser bist als andere oder weil du mehr kannst als andere. Er wählt dich, weil er sich wünscht, dass durch dich der Segen, den du empfangen hast von Gott, dass du ihn kennst, dass du deine Sünden dir von der Schulter genommen wurden, dass das zum Segen wird auch für andere. Das ist ein System, das sich immer durchzieht. Jesaja, wer kann ich zu meinem Volk schicken, der ihnen meine Botschaft über... Und Jesaja ist, ja, ich kann. Aber es ist nicht, wer will meine Stimme hören, einfach so, für sich. Ja. Sondern wer kann ich schicken zu anderen. Also der Dienst an anderen ist einfach, was du sagst. Das ist das Prinzip dahinter. Und das ist für mich ein bisschen ein Geheimnis. Ja. Aber wo eigentlich Jesus, auch wenn man mal hinschaut, das ist wirklich dieses Geheimnis immer. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben hingibt für mich, der wird es erhalten. Ja. Geben ist seliger als nehmen. Wer der Größte sein will, der soll dienen. Demütige dich selbst, dann werde ich dich erhöhen. Das ist immer das gleiche Prinzip. Hey, gib dich hin, gib dich Jesus hin, lass dich von ihm benutzen. Schau weg von dir selber und wo du lieben kannst, wo du dienen kannst. Und da ist ein Reichtum drin und da ist ein Reichtum drin und eine Sorglosigkeit, weil Gott mit unserem Leben dann so viele Möglichkeiten hat. Absolut. Stark. Sollen wir zu den Action Steps? Yes. Ich hätte 2. Ja, komm, bring. 2 Action Steps, die wir euch jetzt für diesen letzten Tag noch mitgeben wollen. Der erste ist, vielleicht ist das für dich alles neu mit diesen geistlichen Gaben. Du hast gar keine Ahnung, was wirklich Gott in dich hineingelegt hat. Und dann würde ich dir wirklich mal einfach ans Herz legen, such doch mal das Gespräch mit anderen. Frag mal 1, 2 Leute, die dir nahestehen, die dich kennen, was kannst du eigentlich gut? Frag sie mal, was kann ich eigentlich gut? Und lass sie mal einfach antworten darauf. Das ist das eine. Und das andere, was ich dir für heute aufs Herz geben will, ist, frag Gott mal, wie du heute in deiner Arbeit, in deiner Schule, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, wie du heute etwas Kleines tun kannst, wo du zum Segen für jemand anderes wirst. Ja. Tut das gut? Ja, und ich möchte dich dann auch noch segnen, weil ich glaube, es sind auch viele da, die zuschauen und du lebst das schon. Das ist dein Abenteuer mit Jesus, wo du dein Leben wirklich schon all in ihm hingibst. Und für dich möchte ich auch noch beten. Ist das gut? Machen wir das. Machst du. Du startest, ja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass die Bibel nicht einfach ein altes Buch ist, bei dem wir nicht verstehen, um was es geht, sondern dass Probleme, die schon vor 2000 Jahren in der Kirche waren, dass wir die heute immer noch kennen und dass es relevant ist, was du zu sagen hast. Ich danke dir für das, was wir heute gelernt haben. Ich danke dir, dass du uns mit allem reich beschenkt hast. Mit allem. In dir, Jesus, sind wir in allem reich beschenkt. Wir haben mehr als genug. Du hast uns alles gegeben und wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns eine klare Offenbarung gibst, wie wir auch diese vielen Geschenke, die wir von dir bekommen haben, diese Gaben, die du in uns hineingelegt hast, dass wir die auch einsetzen zum Dienst an anderen Menschen. Ich bitte dich, Vater, dass, wenn wir das tun, dass wir sehen werden, wie deine Kirche aufblüht, wie Menschen frei werden, wie Menschen näher zu dir kommen und sich für dich auch entscheiden. Und da danke ich dir dafür an diesem Freitagmorgen. Und ich segne auch alle, die jetzt zuschauen und schon ihr Leben komplett immer wieder auch Jesus ablegen und sagen, du darfst mich brauchen. Und ich segne dich einfach auch mit dem, dass Gottes Geist dir immer wieder auch die Gaben gibt, dass er dir auch die Kraft gibt, durchzuhalten, bis Jesus wiederkommt. Und dass du auch ohne Schuld sein kannst, dass Gott dich standhaft macht. Gott ist treu. Und er hat dich berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und ich segne auch deine Zeiten jetzt auch weiterhin, wenn du Gott suchst, dass er sich dir immer wieder neu offenbart durch das Wort, durchs Gebet, durch die Worship, was immer du dich auch Gott aussetzt, wo du ihn suchst. Amen. Amen. Wir danken dir. Das war eine gute Woche. Das war eine wunderbare Woche. Wir empfehlen dir nochmal ganz herzlich das Buch Bibel lesen wie niemals zuvor von Leo Bigger. Das ist wirklich, wäre vielleicht für dich auch ein Next Step, dass du da durchgehst und diese unterschiedlichsten Arten mal anwendest, wie du die Bibel lesen kannst. Und wir haben auch im März den Start des Bible Colleges, des ICF Colleges, den Bible Track. Vielleicht ist auch das was oder ein Faith Track. Da, geh mal auf die Webseite des ICF College und schau dir mal an, was da weiter ist, was du dich da auch weiterbilden kannst.
Cool, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Goodbye.